Moin. Weten Jim, was typisch Dütsch ist? Man sagt uns Dütschen ja noch, dat wie flittig und akkurat sind. Ja, wie Dütschen müt jo überall uns Näschen stecken. Eins müt wie mitmucken und wenn wir denn für ein Sog uns insetten, denn sind wir auch mit Hart und Seel dabei. Und wenn wir denn dabei sind, dann wird wir auch dat gut mucken. Und manchmal ist gut nicht gut genug, dann wird wir auch zu den Besten hören. Wir Deutschen sind in vielen Dingen Weltmeister. Nicht bloß mit Fot- und Handball spielen. Wir können auch fein Bier brauen. Und auch in Brotbacken sind wir Weltmeister. In kein anderes Land ob uns eher wat so viel unterschiedliche Brotorten herstellt. Wenn wir uns deutsche Industrienorm nicht inführt hallen, dann gibt das auch kein Made in Germany. Überall auf der Welt kennst du diesen Slogan. Wir sind ein Volk von Gründlichkeit und Reinlichkeit. Auch Pünktlichkeit und das akkurate Mülluden anerklamüstern und auch akkurat zu sortieren. Diese Tugenden sind durch und durch deutsch. Man kann das aber auch mit dem Schnack typisch deutsch auch anders düden. Utländer wissen genau, in Deutschland muss man jemals pünktlich sein und akkurat auch den Müll uneinander klein. Wir Deutschen sind auch bekanntlich Weltmeister, was das Trennen von Müll angeht. Eins schön akkurat, noch Papier, Wertstoffe und Glas. Und bei den Lüd, bei die denn auch noch viel Grüntüch anfallen da, die habt dann auch noch einen Tünn für den Bioabfall. Und nun ist er so weit, dass sie uns Milch, uns Urin fein sortieren wird. Ich glaube, dass die Lüd, die sich so was infallen loten, nicht ganz klar sind im Kopf. Sind oder wird die Lüd denn bloß uns Tonan holen? Wieso? Ich darauf komm, du. Ja, in so'n Großstadt als Hamburg, da kannst vielleicht was beleben. Min Frau und ich wären wie Freunden zu Besuch. Und zu Kaffeetit sind wir zur Stadt gegangen und habt uns das gut gehen lassen. Und bevor wir denn aber das Café verloten, bin ich denn gau noch mal ob Tanne Meier gehen. Ja, eigentlich hör ich zu den Mannslüd, der lüt Geschäft in Sitten verrichten don. Aber in so'n Lokalitäten, da hang an der Wand Urinale, damit die Kerls auch in Stohn pinkeln können. Ist auch einfacher und gauer Tod den Büchsenstall loszumucken, als die Büchsen runter zu loten. Ich stund da nu für so ein Pinkelbecken und wo süß lospinkeln. Ja, ich käm aber gar nicht dazu. Direkt für mein Näs, da bummelt so ein Schild und da stund Kaffee ob. Ja, was hätt denn dat zu bedüden? Woher weten die, dat ich Kaffee drungen hef? Ganz verdutzt kek ich mi und hef sehen, dat da auch über der anderen Pinkelbecken Schiller anbrücht werden. Ob in ein Stünd Bier und ob ein anderer Wien. In der Nächste von den Utgang, da wär noch ein Schild anbrücht und da stunden ob wir trennen. Ja, so was hab ich mein Lebtag noch nicht belebt. So'n Spjökenkrumm. Da fragt man sich doch, was mucken die denn mit den ganzen sortierten Urin? Filtern sie dort den Kaffee oder das Koffein und bei Wien und Bier den Alkohol, weil er ruht? Denn schulen sie man auch noch ein Urinal für die Diabetiker abstellen, damit sie und der Milch auch noch den letzten Zuckerrut destillieren.
Und was ist mit den Urin von den Lüd, die Spargel eten hem? Wo denn nicht holen sie dort denn die schwefelhaltige Carbonsäure weller Rut? Ich mein, die Deutschen, die schulden, dass man mit der Pedanterie und Sortiererie nicht übertrieben. Da stellt sich denn jedoch die Frage, und wie mucken denn dat sie bitte Frunzlüt? Die hebt kein Urinale.